Herzlich willkommen bei Merberg. Für uns mit in C-Klasse. Er hat sich definitiv etwas aus technischer und designtechnischer Hinsicht geändert. Zusammen machen wir den Tour vom Auto und wir gucken uns die neuen Design-Highlights und technische Highlights an. Bevor wir zum Design von der neuen C-Klasse kommen, für dich mal die Mosen. Die neue C-Klasse ist 4,75 Meter lang, 1,44 Meter hoch und 1,82 Meter breit. Definitiv mehr sportlich gestaltet wie der Vorgänger, der war mehr kurz, mehr schmal und für allem mehr hoch. Sportlich. Das erkennt ihr für allem beim neuen Grill. Für uns haben wir einen Gelin und der Grill ist trapezförmig geformt. Somit die Seitenlinien die verlaufen diagonal Richtung Lufteinlässe heran. Was auch neu ist, das ist der neue Diamantengrill mit dem Sternendesign. Was auch neu ist, sind die neuen Hightech-Scheinwerfer Digital Lights, direkt aus der neuen S-Klasse angepasst. Kapo haben wir Power Domes, die dann die ganze Front viel mehr maskulin wirken lässt. Kommen wir also zu der Silhouette der neuen C-Klasse. Hier sehen wir, dass Catwalk-Line oder auch Schöllerlin genannt viel mehr stark betont. Hallo, kommen wir zum Heck. Hier sehen wir die zwei gedeelte Rückleuchten, die bei der S-Klasse angeführt wurden. Die heute dürfen dann auch bei der neuen C-Klasse überholt. Wenn ihr einen Schritt nach hinten geht, dann seht ihr auch, dass das Chromleiste hinten verschwunden ist par rapport zum Vorgänger, was die ganze Sportlichkeit unterstreicht. Voilà. Was sich auch viel geändert hat, ist natürlich den Interieur. Hier in der Mitte haben wir den Zentraldisplay, den direkt aus der S-Klasse überholt ist, und ist aber 11,9 Zoll groß an der neuen C-Klasse. Und ist dann auch 6 Grad Richtung Fahrerseite gedreht. Hier innen drin haben wir ein Klimamenü, den ist permanent, somit als Klimaanlage all Moment bedienbar. Drinnen haben wir eine Leiste. Voilà, die funktioniert mit Druck. Nebendran haben wir dann auch einen Fingerabdruckscanner. Oben drüber haben wir dann die neuen Luftdüsen. Die sollen Flugzeugdüsen erinnern, die noch Gondeln genannt. Aber dran auch was Neues, das ist die Ambientebeleuchtung. Den Dashboard an Zentralkonsole ist mit einer Metallstruktur bezogen. Natürlich gibt es auch andere Elemente wie verschiedene Arten von Holz. Für uns haben wir das neue AMG Steuerrad und das dann komplett Kapazität Touch. Hinten dran haben wir dann als 100% digital Instrumententafel. Natürlich könnt auch die neue C-Klasse mit neuen Sitzen. Das sind die zweifarbig Sienna-Braun und schwarz Ledersitzer. Die kommen auch mit einer integrierten Kopfstütze. Die Sitzer selber die sind noch ein bisschen mehr dünn gehen, sodass die Passagiere ein bisschen mehr Platz haben. Kommen wir also zur Sicherheit und Komfort von der neuen C-Klasse. Auch das neue Modell bleibt extrem komfortabel auf der Straße mit dem Serienfahrwerk. Optional könnt ihr auch natürlich als Adaptativfahrwerk bestellen. Was wirklich neu ist bei der neuen C-Klasse, das ist die Hinterachslenkung. Die kann bis 2,5 Grad anrenken und somit reduziert sie den Wendekreis extrem. Hallo zu den Motorisierungen. 170 bis 258 PS sind möglich mit den Benziner und 200 bis 265 mit den Dieseln. Das sind alles rein 4-Zylinder, 2 Liter und Mild Hybrids. Das ermöglicht somit eine gewisse Rekuperation und einen Boost von bis zu 20 PS. Mehr spät soll dann auch eine Hybridversion herauskommen mit 100 km WLTP rein elektrischer Reichweite. 2022 sind AMG-Versionen vorgesehen. Wie ihr seht, sind als C-Klassen immatrikuliert, übrigens hesitiert nicht, eine Probefahrt anzufragen. Bis geschwind bei Merberg.